Grüß zurück zu Mass Effect 2. Es geht jetzt weiter, kunterbunt und drüber und alles was halt dazugehört. Prolog, das Erwachen, Verschwinden der Kolonisten untersuchen und Freedom's Progress, die Kolonie untersuchen. Genau. Aufträge haben wir da dabei nichts, das wird sich aber im Laufe der Zeit dann ändern. Oh Mann, oh Mann. Codex, bla bla bla, bla 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 bla, Sekundär, bla 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 bla. Haben wir auch genug. So, wir benutzen wieder 2 Punkte. Aber weißt du was? Wir werden Brandmunition. Geht noch nicht, geht noch nicht. Ha 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 ha. Disruptor-Munition. Was kann denn die? Diese Munition hat eine stärkere Störwirkung, sodass die Schilde durchdringt und synthetische Feinde nach einem Treffer kurzzeitig handlungsunfähig macht. Weißt du was? Wir sparen jetzt da die Punkte, weil dann könnte man nämlich gleich da weitermachen. Okay, ich speichere da jetzt nochmal. Wir werden uns da jetzt noch mal kurz umschauen. Da gibt es ja einiges. Einiges. Oh. Panzerung. Naja. Brustplatte. Schulterschutz haben wir alles noch nicht. Warum nicht? Tja. Das schaut geil aus, das Blau. Das gefällt mir. Da werden wir dann so ein schönes, schickes Rot nehmen. Wenn wir natürlich, wenn unser Arsch schon so teuer ist, wenn er mal da ist, was haben wir da? Musterfarbe, das lassen wir. Perfekt. Informelles Aussehen. Ja, das lassen wir. Das passt. Genau. Wählen Sie die Kleidung, die Sie auf der Normandy tragen möchten. Ja, das passt schon, gell? Warte mal kurz. Hat das jetzt sie gehaut? Jawohl, das hat sie gehaut. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt schauen wir aus wie ein buntes Schnitzel. Aber wir werden halt weiter schnitzeln. Was ist denn da drinnen los? Alles Arbeitslose. Miranda. Warte mal ganz kurz. Gruppe, also ich habe gesagt, die halten wir uns, damit wir da weitermachen. Adrenalinstoß, das sucht sich aber auch nicht uninteressant an. Erhöht kurzzeitig ihre Kampfwahrnehmung, wodurch ihre Feinde nahezu bewegungslos werden. Könnten man auch machen. Ja, wir sparen uns die noch, die Punkte jetzt da. Jetzt kennen wir aber gerade nicht mehr aus. Warte mal kurz, Tagebuch. Ein Schiff wartet im Hangar auf sie, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Danke für die Wiederbelebung. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache einen Gewinn oder ein Risiko darstellen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet?
Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gern von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ja, ja, Miranda, du alte Sumpfnudel. Oh. Stufenaufstieg. Shepard ist zusammen mit Agenten Taylor und Lawson Angriff auf Anlage entkommen. Anlage durch Fernzündung zerstört. Bergungsteams werden alle belastenden Daten vernichten. Unterziehe auf Anraten von Miranda andere Zellen einer Sicherheitsüberprüfung, um sicherzustellen, dass Wilson unser einziger Maulwurf war. Ungeachtet der Kosten war Projekt Lazarus ein Erfolg. Shepard ist zurück. Boni importieren, jawohl. Ja, super toll, ja. Es wird eine lange Reise. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Neue Waffen. Cerberus hat zusätzliche Waffen zur Verfügung gestellt. Kurzen Augenblick. Ah.
Wir werden sie brauchen. Adrenalinstoß. Na, wir werden noch ein bisschen sparen. Genau. Wir werden es da mal speichern. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Ja, da könntest du glatt recht haben, mein Söhnchen. Warte mal. Wir müssen da weiter. Da gibt's nichts. Gehe jetzt! Natürlich! Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Es ist und bleibt das beste Rollenspiel, was ich je gespielt habe. Haben Sie das gehört? Klingt nach Fenris, Max. Seltsam. Bei den anderen Kolonien waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Systemschaden. Meine Energieversorgung um. Erschießen Sie sie, bevor sie ihre Schilde ausschalten. Voll im Ziel! Ah! Da, ich muss mir erst Grainer drauf, hörst du. Nicht auf mich zielen, verdammt! Los geht's! Kann passieren. Diese Max dürften nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Muss man erst wieder drauf weinen. Das ist ein bisschen anders. Ich meine, es ist nicht unbedingt ganz anders, aber es ist ein bisschen anders. Hä? Naja. Wo ist da jetzt ein Medizinkit? Medizinkit Wandsafe. Ah ja. Verbinden Sie passende Pins. Jo. Ja! Scheißen. Naja. Aber Medigel haben wir. Das ist natürlich sehr wichtig. Waffen bereit machen! Gute Reise! Entschuldigung. Verbündeten treffen. Systemversorgung. Okay. Haben wir das auch erledigt? Keine Bewegung! Praser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Tali, konnten Sie mit den Geth-Daten, die ich Ihnen gegeben hatte, Ihre Pilgerreise abschließen? Ja, konnte ich. Praser, Waffen runter. Das ist mit Sicherheit Commander Shepard. Warum arbeitet Ihr früherer Commander für Cerberus? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir sie fragen. Ich wäre fast gestorben, Tali. Cerberus hat 2 Jahre damit verbracht, mich wiederherzustellen. Sie möchten, dass ich die Angriffe auf Kolonien der Menschen untersuche. Sehr glaubwürdig. Keine Organisation würde derartige Ressourcen aufwenden, um einen einzigen Soldaten zurückzubringen. Sie haben Shepard noch nicht in Aktion gesehen, Praser. Glauben Sie mir, sie ist das Geld wert. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Wir suchen einen jungen Quarianer namens Vitor. Er war wegen seiner Pilgerreise hier.
Haben sie ihn gefunden? Falls Vitor den Angriff überlebt hat, könnte er uns vielleicht erzählen, was vorgefallen ist. Das hoffen wir auch. Wir haben ihn gesehen, aber er ist kaum in der Verfassung, Fragen zu beantworten. Er wurde verwundet und seine Nerven... Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso 2 Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa, Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außen rum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Was auch geschieht. Schön, dass Sie wieder da sind. Schön. So, nachladen. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um sie. Entschuldigung, aber falls du das jetzt alles mitkriegst und ich weniger rede, du merkst, es ist relativ dialoglastig, das Ganze. Gruppe. Schau mal. Feinde, ich hab sie! Ah. Wow. Ja. Dürfte man mich vorbeilassen, ihr 2 Knalltüten? Schau, so bescheuert ist Cerberus. Naja. Das heißt... Die Überlastung bei Ihnen ein. Warte mal, das ist... Au! Dreck. Überlastung. Wer hat denn das? Einer weniger! Schön! Ja! Schön! Ja! Also wie du siehst, es ist... Prasa und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Naja gut, mit meinem Tempo, was ich halt schon wieder an den Tag leg, naja. Das wage ich zu bezweifeln. So, was sind wir da unterwegs? Ich weiß natürlich wieder mal gar nichts. Etappenweise, dass ich mir an was erinnern kann, aber naja, lassen wir das.
am Boden! Schluss und tot! Beeilung, Shepard. Wir sind im Inneren der Ladedocks. Ich- Vito hat einen schweren Mech umprogrammiert. Der zerlegt gerade Prasas Einheit. Ich Sie komme. wollten als Erste bei Vito Ihre Leute ankommen. sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Gehe in Deckung! Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Mit Überlastung schalten Sie Ihre Schilde aus. Ah. Versuchen Sie, Ihre Schilde zu überlasten. Warte mal, was kann denn ich nehmen? Schrotflinten? Präzisionsgewehr, ich bleib dabei da. Einigkeit. Ziehen, Brandmunition, Überlastung. Er wird explodieren! Wow. Kurz einen Blick. LB zuweisen. Wo ist die Zahl? Das ist Ihre Gelegenheit, Vito zu finden. Ich kümmere mich inzwischen um die Verletzten, Shepard. Er ist vermutlich irgendwo im hinteren Bereich der Ladebucht. Okay, mach mal. Warte mal, sind wir da nicht rausgekreuzt? Nein. Monster, komm zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vito? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster, komm. Muss mich verstecken. Niemand wird ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört sie nicht, Commander.